Und mit den unseren Entscheidungen, was wir hier an dieser Welt mehr tun, die haben Folgen. Aber dann haben die auch noch Folgen an der Ewigkeit. Wir sind von hier am 11. Tag an das neue Jahr. Und wir wissen, was uns das alte Jahr gebracht hat, nicht? Was uns das alte Jahr gebracht hat. Erst, ich glaube, wir haben durchweg ein sehr gutes Jahr gehabt, für das Jahr. Wir sind Gott sei Dank genug an die Dinge, die wir erlebt haben. Wir haben einen sehr guten Sommer gehabt, mehr voller als gewöhnlich, und die Geschäfte, die wachsen und die tun gut. Ganz kort, wir alle tun dann besser, wenn Gott uns so sehr segnen wird. Wenn einer oder die andere das auch nicht überein erfahren tun, aber wir sind alle gesegnet. Das ist ein Ding, was auch klar ist von dem letzten Jahr. Aber dann ist da auch noch eine andere Seite. Viele Menschen, die haben noch sehr tiefe Wunden von dem letzten Jahr. Wunden, was wir uns nicht feststellen, die wir das nicht erfahren haben. Die sind Dinge an das letzte Jahr durchgegangen, wo die vielleicht noch viele Frauen über haben. Vielleicht sind die sogar so schwere Dinge durchgegangen, wo die vielleicht an dieser Welt niemals waren, eine Frau beantwortet kriegen. Und jeder von uns hat das vergangene Jahr seine eigene Geschichte erlebt. Keiner überein. Sehr persönlich, so wie das letzte Jahr habe ich dort durchgelebt. Viele haben Freunde gehabt, oder viele haben Freude gehabt an die Zeit, wo sie gelebt haben, die Jahr. Und die anderen sind durch schwere Zeiten gegangen. Wir wissen auch, dass an das Jahr Dinge passieren werden. Dinge werden passieren, die werden für einige werden, die gut sind, und für die anderen Menschen nicht so gut. Aber dann hast du einen Trost. Und den Trost, den fängen wir bei Gott. Nicht unbedingt bei Menschen. Gott weiß, was da geworden ist. Er weiß, was nu passiert, und er weiß auch, was da geworden wird. Als Jeremia im Alten Testament über all das nachdacht, was mit dem Volk Israel passiert war, dann kam ein Klauleiter von Jeremia 3, Vers 20 in Bator und wieder Bator. Er sagt, jedes Mal, wenn ich daran denken muss, sehe ich bedrückt und verzweifelt. Er sagt, jedes Mal, wenn ich daran denken muss. Das hört sich so, Jeremia, der will auch gar nicht an die schweren Dinge denken, wo er wieder durchgegangen, wo das Volk Israel durchgehen muss. Aber es kommt immer weiter, träg, nur Herz und nur Arm. Und dort hört sich ab ihrens negativ. Und weil wir hier ein klein bisschen stillholen, wo viele Menschen jetzt nu kriegt so als dort. Wenn wir terugkijken, dan zijn dingen wat ons wij doen. Das sind Dinge, wo uns bloß einfach Fuß auf besteht, wie fallen dann, wo wir eigentlich auch gar nicht wollen und denken. Aber dann Vers 21 sagt er wieder, aber du hast das und was ich mir hol, und dann lebe ich weiter ab.
Vers 22, und dort ist das. Dem Herrn seine Leib ist treuartig, und du hast kein ein, von wo jens dich, noch mein gnädig, hei ist. Dann 23, so sei jeder Morgen von mir. So das großartig, wo einer sich auf die, dass mein Gott verloten kann. Und weißt ihr, war er hier, wenn Jeremia dort sein kann. Kann wir auch dazu kommen, dass wir sein, überall ist Gott so gnädig und seine Genug, der ist alle Morgen nie war für uns. Wir Menschen, wir haben für diese Frau. Warum passieren diese Dinge und jene Dinge? Und die nächste Frau habe ich, warum kriegt Tommy? Warum kann das nicht von anderen passieren? Wat ich denke über, und auf einmal fällt mir das bei, kann wir die Frau auf einmal just anders fragen? Warum können die Dinge nicht zu mir passieren und nicht zu anderen? Wenn ich dann später aus ein anderer ist. Oder vielleicht sollen wir mal über Dinge denken, über gute und schlechte, die überhaupt zu uns passieren dann. Ich soll mich vielleicht fragen, wo würde ich mich an meine beste Leo verholen? Und wo würde ich mich an meine schlechteste Leo verholen? Sind ich bereit für dort, wo mir was entgegenkommt? Und wir haben eine Geschichte, wo uns unterhalten kann, darüber nur zu denken. Und dort ist ein Hiob seine Geschichte. Und ich weiß, Hiob seine Geschichte ist eine sehr wunderbare Geschichte, eine sehr große Geschichte. Und du jetzt von verschiedensten Rechten nachzugehen. Vielleicht kommt uns so sehr ausschuldig vor, wo Hiob sich verholen hat. Als hij door doel lag. Als hem alles wird wahrgenommen. Sogar die Gesundheit, sogar seine Früh wird von ihm weggegangen. Oder wir können auch über seine Freunde denken, wo ausschuldig und anweitend die hier beschuldigen werden. Und all das gedacht, habe ich eine Entscheidung mehr. Wo will ich von hier wieder an meine Vergangenheit nachdenken und auch, wo will ich über die Zukunft denken. Von der wir noch nicht wollten, was er bringen wird. Wenn wir an das Alte und auch das Neue Testament denken, dann sehen wir, dass Gott immer weiter die Menschen Ruhe gibt, an die Zukunft zu gucken und auf das Gute zu hoffen. Wir sollen uns alle auf das Gute reden, merken, was da kommen wird, das Schlechte. Wenn wir zu sehr uns konzentrieren und was kann mir werden von der oder morgen oder übermorgen, und das kann schlecht sein, was das bringt uns rauf. Wir haben einen großen Gott, wo wir ein Vertrauen abhaben, dass dort, wo er an uns angefangen hat, das wird er auch ausführen. Und dann kann uns das, was uns meist eine Angst hat an uns, da kann weichkommen. Ein anderer wird, für die wird durch seine sehr tiefe Lechten gegangen, die kann sich freuen, das wird besser gehen, von hier wieder. Die einzige Versicherung, die wir Menschen kriegen, und was die Menschen am Alten Testament und am Neuen Testament kriegen, dass wir wohl Gott ernst sehen.
und nicht so sehr, was die Menschen sehen. Wir Menschen versuchen einmal zu trösten und sagen, dort wird besser werden, dort wird bald Schein gehen, dort wird du wirst wieder gesund werden und du wirst wieder zu dir und dort kommen und was du verloren hast, du wirst du zurückkriegen. Wir können allerhand zu Menschen sein und probieren, die zu trösten und die abhören. Und was du versteht, niemals nicht dort ist dort, was Gott uns versprechen hat und was Gott uns sagen hat. Und dort müssen wir dann an die Bibel nennen gehen, an Gott sein Wort. Und er hat da viel, viel Trost und Ruhe für uns. An Jesaja 44, Vers 18, finden wir weiter das wird, wo wir uns rein ganz absoluten können. Vers 18. Der Herr, der den Himmel gemerkt hat, in allein Gott ist, der die Erde herstellt und gemerkt hat, in all den Grund gegeben hat, der die Erde nicht leidig gelassen hat, aber so, dass er belebt ist, der sagt, ich zie der Herr, du hast kein anderer. Und das Gott, der wird uns stark halten. Der wird all, was er an uns hat angefangen, auch verrecht mehr. So, wenn wir das an uns Hort fast sagen können, von nu wieder, dann brauchen wir nicht mehr Angst haben oder mit Sorgen vorabchecken, aber mit einer ganz festen Versicherung, dass Gott an dort alle Jahr an Kontrolle wäre. Und vielleicht war das spricht sich dort für jeden einige. Er ist von dir an Kontrolle. Und er wird euch nie ein Jahr an Kontrolle sein. Als das Volk Israel vor 40 Jahren an die drei Wildnis ging, dann wird es endlich bei dir gekommen, dass die nu an das verheißene Land nennen gehen. Da wo Gott ihr ein Versprechen hat. Aber eher das passieren, die dann sterben die Leider. Und Gott sagt zu Josua, nu wirst du das übernehmen, Moses, besonders Moses seine Arbeit, nu wirst du die wiederführen. Und da kann ich nicht anders verstehen, dass Josua das Wort da angedacht haben. Das kann schwer werden. Wenn Josua auch nicht wieder so sehr der Lehrer gewesen, aber er wird die 40 Jahre mitgegangen mit dem Volk Israel durch die Wüste. Und er hat gesehen, wo das Volk gelebt hat. Und wo das Volk hingewegs wird angekommen. Und ähnlich in Bus, die nähere Generation, die kann schließlich an das Land Kanaan nähern gehen. Nu soll heute der Lehrer über das Volk werden. Da wird eine Entscheidung, was er merken muss, dass er das will, wegen Gott sagt, du wirst der Lehrer sein. Da wird eine große Herausforderung für ihn. Da wird es sehr gut Land nu. Der Ernte ist dann bereit zum Annehmen. Aber dann, du wirst haben wir das große Riesen dann. Du wirst auch das Volk, was da sehr verhasst wird über das Volk Israel. Aber auch, die werden ganz voll Angst. Wegen Gott hat eine Angst, dass über das Volk kommt. Das muss Josua sich nur übernehmen. Dann lesen wir in Josua Kapitel 1, Vers 9, was Gott zu ihm sagt. Horch, ich habe dir gesagt, dass du mutig und entschlossen bist. Hab keine Angst.
en laat die van niets aanschrijven, wils ik, de Heer, dien God, blijf bij die, bij alles wat die doen was. En dit zijn wendige woorden, maar die een klein beetje uiteenplakken. Dat is zoveel wat God wil zeggen heeft. Hij zegt, bij alles wat die doen was, ik wil met die zijn. Vergeet die niet. Dat eerste zegt God zu ihm, ich habe dir gesagt. Und wenn Gott wird sagen, der deed dat. Dat wir das Gott in das Haar, dat zu Moses gesagt hat, ich zie de ich zie. Nu wie Gott für Josua, das Gott, der verarm gehen wird. Gott wir nu die Haar, der am Leben wird. Und die, ich zie, das meint, was die fehlen, das sehe ich für die. Das will ich für die sein. Wenn die Mut fehlt, ich will die Kraft geben. Wenn die Angst wird, ich will die Beruf mehr. Ganz kort, was die fehlen wird, das will ich für die sein. Und so mit der Kraft und mit der Verheißung, was Gott Josua gegeben hat, mit der kann er durch den Jordan gehen. Und mit dem Volk Israel das Land annehmen, was Gott ihnen versprochen hat. Weißt du, wenn wir einen solchen Gott haben, dann kann er kommen, was er kommen will. Wir wollen nicht allein bleiben und wir wollen dadurch kommen. Wenn wir wieder kicken, dann wollen wir an, dass Josua das wirklich an sein Hort nennt. Er glaubt dort. Wenn es durch den Glauben gingen sie durch den Jordan durch. Und sie nahmen das Land an. Und als sie durchstreicht werden, und sie nahmen das versprochene Land an, in die Wasserport, dann kickte die Träger und sie hatten Fehler gemerkt. Sie haben sich nicht führen von Menschen. Da wären Menschen gekommen, die sehen, sie wären von weit auf. Sie wollen einen Bund mit anmerken, dass das Volk Israel nicht wohl aufschaffen. Wenn sie wären von weit auf und sie wollen ernten, sie wollen mit Ernte schaffen und so weiter. Und Josua, die mir und Fehler. Und ich glaube, er deed auch, dass er Gott fragt, ob dort die rechte Entscheidung wie was er merken will und was er merken deed. So, sie hatten Fehler gemerkt. Aber sie hatten auch einen sehr großen Erfolg. Sie nahmen das Land an. Ein sehr reiches Land. Und dann gehen laat, dann drauf hat das Volk noch einmal taub und sieht, dass sie sich nu würden man ihre eigenen Entscheidungen mehr. Er wurde nicht mehr verehrt Entscheidungen mehr. Er hat ein paar Tage gelernt, aber nu wurden sie ohne Armen wiedergehen. Ein frisches Kapitel wird anfangen. Dann seht ihr an dit an Josua 24, Vers 15. Gefällt jün das aber nicht, dem Herrn zu dienen, dann wählt jün von der, wem die dienen will. Die Jäger, die jün vorher und Jansit von Euphrat gedient haben, oder der Amorite, ihre Jäger, die an der Land gewohnen, ich aber
En die wordt in mijn huis gehören, wollen dem Herrn dienen. Was wir hier noch lernen ist, dass Josua unbedingt hat mit seiner Familie geredet. Und sie taub wären sich einig geworden. Sie wollen den Herrn dienen. Kriegen dann, was von der Entscheidung die andere Menschen merken würden. Und was ich hier wie um den beste Stelle holen, und dort das kriegt, was wir auch machen dann. Kriegen dann, was uns nur oder andere Menschen dann, oder an unsere Familie sogar. Jeder einer macht persönlich seine Entscheidung merken, ob er was Gutes tun oder Schlechtes tun. Wir wollen da bald ein bisschen mehr von reden. Wenn sie seht zu dit Volk, ich über ein Wort in mein Haus gehören, wollen dem Herrn dienen. Und weißt du, wir Menschen, wir merken Entscheidungen. Und wenn wir sagen, dass wir Menschen, wir haben einen freien Willen und wir können Entscheidungen merken, das stimmt, das ist so. Und wir tun. Alle haben verschiedene Entscheidungen merken. Eine Entscheidung, eine nächste Entscheidung, und einmal war eine Entscheidung, die wir gar nicht teilen können, wie viel wir alle gemerkt haben. Aber unsere Entscheidungen, die sind angehakt. Und was ich damit sagen will, dass unsere Entscheidungen, die haben Folgen. Und wir haben bloß gewisse Entscheidungen, die wir merken können. Wir können gute und schlechte Entscheidungen merken. Aber wenn je da wieder über, kann wir wenig tun. Während unsere Entscheidungen, die haben Folgen. Und wenn je mit diesen Folgen, durch kann wir auch nicht sein, wo die sollen sein. Kann es sein, wo wir auf einmal nicht in Kontrolle sind? Wir können Entscheidungen machen, wir haben ein gewisses, unseren freien Willen. Aber wir haben nicht eine Entscheidung über unsere Folgen, die kommen wollen, wenn wir schlechte Entscheidungen machen. Wenn wir gute Entscheidungen machen, Gott hat die Folgen bestimmt für uns. Auch. Die wir nicht bestimmen. Da ist eine Grenze von unseren Entscheidungen, was wir merken können. Weißt du, in der Buba, das ist Gott. Gott ist in Kontrolle. Kommt mit das Leben, die Ewigkeit, das Ganze, was Gott jemals gemerkt hat, und wo er überhaupt ist, und was passieren wird, was passiert ist von Anfang an. Kann mir das nicht anders feststellen. Gott ist in Kontrolle durch Eva. Nun, wir sagen, weil die Welt daran, aber nicht so ist Gott das will. Gott ist nicht in Kontrolle. Wo war unsere Entscheidung, ist Gott in Kontrolle? Das schafft nicht anders. Er sagt, Himmel und Erde, das sind. Er sagt, Gold und das Silber, das sind. Wer ist dann in Kontrolle? Und mit die unsere Entscheidungen, die wir hier an dieser Welt mehr tun, die haben Folgen. Aber dann haben die auch noch Folgen in der Ewigkeit. Und über die Folgen können wir nicht sagen, wo das sein wollen. Du kannst wir nicht eine Entscheidung über mehr. Ich kann nicht sagen, ich will hier schlechte Entscheidungen machen und dann sagen, und die Folgen, die wollen so und so sein, so soll, weil ich haben sollen die Folgen sein. Du hast Gott in Kontrolle, Eva.
so wie das eigentlich sein kann, du bleibst bloß das da. Gott ist in Kontrolle. Und du wirst ja wie Sondersorge vorabchecken an das neue Jahr nehmen. Und wir können uns auch verloren, dass Gott uns Wort durchführt. Steht ab, weil wir die Entscheidung mehr und die Jesua mehr und die. Was Jesua mehr und die mit seiner Familie tut. Weil wir eine Entscheidung mehr und Familien, wo diese Entscheidung, die wir noch Himmel gemerkt haben, oder die, die wir alle haben gemerkt. Weil wir die Entscheidungen, die gute Entscheidungen, die wir gemerkt haben, frisch uns vernehmen, auszuleben. Wir wollten alle, dass wir das Jahr wollen, durch Troubles gehen. Wir leben in einer trouble Welt. Und dann sagt Jesus, in dieser Welt, wo wir Troubles haben, aber sieht, ganz anders Sorge, sagt er, nee. Sieht ihr Trost, wenn ich auch über die Troubles gewonnen. Einige wollen nicht mehr Troubles durchgehen als andere. Einige wollen mehr gute Dinge erleben als andere. Aber wo wir all dort, ist Gott an Kontrolle. Weil wir beten. Uns großer Gott, wir danken dir für wunderbar du uns geführt hast, letztes Jahr. Wo gnädig du uns gewesen bist. Und wenn uns an Dinge vorgefallen wird, wie wir es allmählich verstehen können, woran und wo so. Und wo wir das getan haben, Gott auch dort bringen, wie wir es nicht die. Und wir beten besonders für die Familien, für die Personen, die durch schwere Zeiten gehen und durchgegangen sind. Dass die das was ihren klar merken, dass du bist da verehrt. Und Herr, wenn wir vorabchecken, das solche Ding. Wir merken diese Entscheidung von dir für die Herr. Dass ich und die, die zu meinem Haus gehören, wir wollen die dein. Wir nehmen das an, was du für uns getan hast, Herr Jesus. Du hast uns geraten und erlöst von den ewigen Tod, von der Trennung von Gott. Dort hast du uns sie geschafft und du hast uns taub gebracht. Mit deinem Vater und unserem Vater. Und Herr Jesus, wir danken dir für was du getan hast und was du getan wirst. Amen. Ons heeft het een grote vrede dat die van jou gewählt hast, maar ons te horchen. Onze Welt leeft van der Duisternis en Angst en Armut. Wenn du irgendeinen Freund hast oder irgendwen weißt, wenn diese Botschaft wird Maut merken, dann wird wir gleich noch die Wurst diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von dieser Jahre bist, wo Lebenszeug ist, oder du noch mal hast gerechnet, von unterwegs zu besiegen, wie würden die Seile anluden, kann man es besiegen, und deren sind gut für alle Menschen. Wie kommen wir alle sonntagsmorgens Tag nach Nähen, dort zum Kaffee trinken, zum Spazieren und Gemeinschaft haben, nur dort dann habe ich gute, lebendige Leute nach einer Botschaft, wo du praktisch ist, wo du dein Leben sehen und die Maut geben. Dann werden wir die aber sehr anladen, Part zu sein von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg kommen, hier merken wir das persönlich. Hier kommen wir zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die wollen schlecht ein Part zu sein von so einer Gruppe ist, dann finden uns das Nummer, was hier unten angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, lebenstrike.com. Uns hier erscheint, dass wir können Part sein von den guten Plans, was Gott für dein Leben hat. Wenn die wollen gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr auf YouTube noch kommt, dann wollen wir gleich natürlich subscribe auf den Klinger drücken, dass dort was die dort anwollen.